SRF Audio. Garon ist ein Hoverwart. Das ist eine Hunderasse mit schwarz-braunem Fell und Lampi-Ohren. Garon wohnt im Berner Oberland, aber im Moment ist er in Venezuela. Im Erdbebengebiet dort hat er einen wichtigen Einsatz. Garon ist einer von 8 Schweizer Suchhunden, die in Venezuela verschüttete Menschen suchen. Ihr oberstes Ziel ist natürlich Leben retten. Jedes einzelne zählt. Garon ist entsprechend natürlich nicht irgendein Hund, sondern hochspezialisiert und bestens ausgebildet, mit ganz viel Geduld, Zeit und Hundeliebe. Wie man aus einem Hund einen erfolgreichen Suchhund macht, das erfahrt ihr heute bei News Plus. Und ich spoilere schon mal ein bisschen etwas. Samson, der Berner Sennenhund, den meine Familie mal hatte, der hätte sich wahrscheinlich eher weniger für diese Ausbildung geeignet. Ich bin Isabel Meissen, schön seid ihr da. Garon und die anderen Schweizer Suchhunde landen in Caracas, das ist die Hauptstadt von Venezuela. Auch hier gibt es Schäden und Verwüstungen. Andere Regionen des Landes sind noch stärker betroffen. Es könnten noch Tausende oder sogar Zehntausende Menschen verschüttet sein. Damit rechnen offizielle Stellen. Viele Gebäude sind eingestürzt. Auf den Bildern auf der SF News App sehe ich, dass ganze Hochhäuser in Trümmern liegen. Aber für manche dieser Menschen, die verschüttet sind, gibt es noch Hoffnung. Rettungsteams aus verschiedenen Ländern sind mittlerweile vor Ort. Die Schweiz mit 80 Personen, 8 Hunden und 18 Tonnen Material. Der Einsatzleiter heißt Sebastian Eugster. Wir kennen ein Zeitfenster von etwa 72 Stunden, das heißt 3 Tage, wo die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass man Leute lebend aus Trümmern retten kann. Und deshalb zählt jede Minute und darauf setzen wir. Noch ist also Zeit. Stand Freitag, als wir diese Folge aufnehmen. Das Schweizer Team hat auch Maschinen dabei, die bohren oder Platten heben können. Aber zuerst kommen Garon und die 7 anderen Hunde zum Einsatz. Wir werden, bevor wir irgendwo beginnen, natürlich mal die Suche starten. Dafür haben wir Suchhunde dabei und die zeigen dann an, wenn es irgend in einem Gebäude Lebenszeichen gibt. Und dann beginnt dort die Arbeit der Rettung. Blenden wir ein paar Stunden zurück. Da ist Garon noch im Berner Oberland, zusammen mit seiner Besitzerin Monika Fugazza. Die beiden haben 2024 die Prüfung zum verschütteten Suchteam bestanden. Ja, wir haben manches Jahr trainiert. Er ist sehr fit, freue mich für den Einsatz. Obschon man hat natürlich schon ein bisschen ein mulmiges Gefühl, wenn man hört von den früheren Einsätzen, was da alles gegangen ist oder was man da sieht. Aber wir haben ein gutes Gefühl, wir sind gut trainiert. Wir haben mit der Rettungskette zusammen schon trainieren. Auch mit unserer Regionalgruppe sind wir gut unterwegs in den Trainings. Und ja, das macht zuversichtlich und bin sicher, dass ich da einen schönen Beitrag leisten kann. Ja, zusammen mit Garon natürlich. Wenn der Anruf kommt, dass man in den Einsatz geschickt wird, dann geht es schnell. Also das Einsatzgepäck ist mehr oder weniger gepackt. Das hat man die ganze Zeit parat. Aber man stellt jetzt einfach im letzten Moment noch Verpflegung. Man muss ja Verpflegung mitnehmen für 3 Tage. Man schaut noch für Getränke. Tut sich noch gut noch ein Dokument anschauen, dass man alles weg hat. Und ja, macht noch einen schönen Spaziergang mit dem Hund. So ist Garon auch bereit für den langen Flug. Und dass es losgeht, dass er gebraucht wird, das spürt er ganz genau. Er merkt, wenn man packt und die orangen Kleider für ihn nimmt, merken die, dass etwas geht. Ja, natürlich, ja. Orange Kleider trägt nicht nur Monika Fugazza, auch Garon selbst hat ein Einsatzgewand. Auf Bildern der Organisation REDOC, die solche Hunde und ihre Menschen in der Schweiz ausbildet, sieht man das Gestelltli schwarz mit orangen und silbernen Leuchtstreifen, ganz ähnlich wie die Kinski-Bändel. Dass Hunde wie Garon am Tag X bereit sind, dafür braucht es jahrelanges Training. In der Schweiz läuft das über die Organisation REDOC, die habe ich schon erwähnt, die arbeitet mit den Schweizer Behörden zusammen. Zentralpräsidentin dort ist Linda Hornisberger. Ihr Profilbild auf WhatsApp zeigt einen schwarz-weißen Border Collie. Sky hieß er, war ebenfalls ein Suchhund, mittlerweile gestorben. Heute hat Linda Hornisberger noch 2 weitere pensionierte Hunde, Nash und Tilly. Und sie selbst, also der Mensch, war schon in diversen Katastrophengebieten im Einsatz. Griechenland, Indonesien, Italien, Türkei.
zwar ein paar der Länder, weil ich schon ein bisschen länger dabei bin. Hunde sind so oder so coole Tiere, wenn man sie mag, so wie ich. Aber längst nicht alle haben das Zeug zum verschütteten Suchhund. Es gibt solche mit mehr oder weniger Talent. Ja, das ist natürlich genau wie bei Menschen, bei Kindern. Es ist eine frühkindliche Prägung oder eine frühhundliche Prägung, die mithilft, dass ein gut sozialisierter Hund, der sich entspannt in der Umwelt bewegen kann, dann ein Hund, der halt gesund ist, ein Hund, der sich wirklich auch bewegen kann, auch hier, wie bei den Menschen. Also wenn man sportliche Hochleistungen machen möchte, ist halt eine gute Gesundheit schon auch die Voraussetzung. Dann ist es wirklich der Wunsch, etwas zu machen, sich zu bewegen. Auch hier vielleicht eine Parallele zum Mensch. Sehr viel ist wirklich davon abhängig. Sicher auch, wie man aufwächst. Aber ganz klar, es ist auch eine genetische Prädisposition. Und beim Hund kommt natürlich dann auch noch der Körperbau dazu. Ein ganz schwerfälliger Hund kann sich halt auf den Trümmern einfach körperbaumäßig nicht bewegen. Und sehr kleine, wirklich sehr kleine Hunde, aber vor allem auch sehr schwer große Hunde, haben dann auch Mühe, sich auf Trümmern zu bewegen. Und wenn man die Bilder sieht, dann kann man sich vorstellen, es geht hier nicht um ein bisschen über diese Trümmer zu laufen. Das ist sportliche Höchstleistung. Also unser Familienhund aus der Kindheit, der Berner Sennenhund, den wir hatten, Samson, der wäre wohl etwas zu groß und zu schwer gewesen. 50 Kilo war der. Ein Dackel wäre zu klein. Pudel zum Beispiel wären geeignet, aber meist sind Rassen wie Border Collies, Hoverwarte oder Retriever im Einsatz. Die bringen offenbar sehr gute Anlagen mit. Und dann muss von klein auf alles stimmen. Wie früh muss man eigentlich mit der Ausbildung beginnen? Also wichtig ist sicher eigentlich schon beim Züchter, dass möglichst alles rund läuft, dass der Hund gut sozialisiert wird, dass Geräusche kein Problem sind, dass er ein gutes Vertrauen zu Menschen hat, dass er sich auch mit anderen Hunden so weit versteht, dass es ihn nicht wirklich von der Arbeit ablenkt. Und dann kommt eine normale Junghunderziehung. Der Hund muss abrufbar und kontrollierbar sein. Und er lernt dann langsam auch hier wieder schon früh sich zu bewegen auf etwas unangenehmem, merkwürdigen Untergrund. Und man fördert seinen Spieltrieb und den Wunsch, etwas zu finden. Das ist jede Menge Arbeit, nicht nur für den Hund, sondern eben auch für den Hundeführer oder die Hundeführerin. Ein Beruf ist das nicht, also es ist Freiwilligenarbeit und gleichzeitig ist es viel mehr als einfach ein Hobby. Also die Herausforderung für den Besitzer ist grundsätzlich, es braucht sehr viel Zeit und es braucht Geduld. Man kann nicht innerhalb von ein paar Monaten einen Hund ausbilden, der sich im Einsatz bewährt. Neben dem, dass eine Grundausbildung, dann natürlich alles Richtung Rettungshund an Ausbildung mit dem Hund durchgemacht wird, braucht der Hund auch eine gewisse Reife. Und er braucht Zeit, um in verschiedensten Situationen zu suchen. Und auf verschiedensten Trümmeranlagen und mit Ablenkungen. Also es ist ein sehr langer Prozess und manchmal läuft's gut und manchmal geht es halt ein bisschen weniger gut. Und man muss sich auch bewusst sein, es könnte unter Umständen nicht klappen. Gesundheitliche Probleme, nicht nur beim Hund, auch beim Hundebesitzer, aber vor allem wirklich dieser Zeitfaktor. Viel Arbeit, teils 3 von 4 Wochenenden im Training, 400 bis 500 Stunden im Jahr. Man übt auf verschiedenen Untergründen mit dem Tier. Und die legendär gute Hundenase, die kann man auch weiter verbessern. Hunde riechen bis zu 100.000 Mal besser als wir Menschen. Also was man sicher weiß, ist, wenn ein Hund einen bestimmten Geruch immer wieder sucht, positiv verknüpft sucht, dann ist die Zusammensetzung der Zellen, die dann auch diesen Geruch wirklich erkennen und die Information ins Hirn weiterspeichern, diese Zellen werden dann in einer größeren Menge produziert. Das ist etwas, was man inzwischen weiß und das erklärt dann vermutlich auch, warum der Hund dann noch bessere Leistungen erbringt. Und im Zusammenhang mit der Nasenarbeit ist nicht nur wesentlich, dass man eine gute Nase hat, sondern dass man sich auf das Thema konzentriert. Es gibt ja unglaublich viele Gerüche auf diesen Schadenlagen. Und dann reicht es nicht nur aus, gut zu riechen. Man muss sich aus den X-Gerüchen auch auf den Wesentlichen fokussieren können. Wir hatten in einer Schadenlage eine Anzeige mit den Hunden über einen geöffneten, gefüllten Kühlschrank.
Und da können Sie sich vorstellen, also da waren ganz anders interessante Gerüche. Und wir waren damals auch wirklich beeindruckt. Kein einziger Hund ist in den Kühlschrank, sondern alle sind über den Kühlschrank gekrochen und haben die Person, die weiter hinten gelegen ist, angezeigt. Also das wirklich eine Fokussierung von den Hunden auf den Job. Es gibt verschiedene Suchhunde. Manche sind auch darauf trainiert, Verstorbene zu wittern. Auch das ist wichtig, dass Menschen nach ihrem Tod noch gefunden werden, damit Angehörige Gewissheit haben und Abschied nehmen können. Garon ist aber ein sogenannter Lebendorter, genau wie die 7 anderen Schweizer Hunde, die jetzt in Venezuela im Einsatz sind. Würden sie sich von toten Körpern ablenken lassen im Einsatz, dann würden sie vielleicht Lebende verpassen, die tiefer verschüttet sind. Und das soll auf gar keinen Fall passieren. Darum sind diese Hunde spezialisiert. Wie sie genau arbeiten, das erklärt Monika Fugazza, Garons Führerin. Er sucht nach Lebendwitterung. Er wird das Gebiet absuchen, das uns zugeteilt ist worden, und er geht der Witterung nach, schaut auf den Trümmer, unter den Trümmer, ob er Witterung findet. Und sobald er menschliche Witterung hat, tut er bauen, tut so verweisen, tut so anzeigen, da ist jemand. Und dann können wir schauen mit einem zweiten Hund, können die Anzeige bestätigen und später können wir dann die Retter herführen. Ja, das hat mich auch irgendwie überrascht, so wie wir Menschen das 4-Augen-Prinzip kennen für wichtige Sachen, gibt es bei den verschütteten Suchhunden das 2-Nasen-Prinzip quasi, damit die Rettungskräfte eben nicht umsonst viele Stunden vergeuden. Und dann ist die Kombination mit dem technischen Material entscheidend. Redoc Schweiz und natürlich die Rettungskette Schweiz verlässt sich in der Ortung auf die technische Ortung und die Hunde. Und es ist eine enge Zusammenarbeit. Also als Beispiel, ein Hund bellt und sagt damit, hier ist menschliche Witterung. Man kriegt keinen Kontakt mit der Person. Der zweite Hund wird beigezogen, um zu bestätigen, da ist wirklich Geruch. Wenn man da jemanden findet oder Geruch findet und die Hunde sagen, da ist etwas, dann werden wir das vielleicht in einer halben Stunde abtun können. Aber die Retter werden vielleicht 24, 36 Stunden wirklich an der Arbeit sein, um diese Person zu retten. Also man wird wirklich gute und genaue Angaben. Und da zum Beispiel kommt jetzt die technische Ortung ins Spiel. Also wir kriegen keine Antwort. Dann versuchen wir mit der Kamera, ob wir etwas sehen, ob wir irgendeinen Hohlraum finden können und schauen können, ob da wirklich jemand liegt. Und man hat dann auch die Möglichkeit, die Klopfgeräusche abzurufen oder auch über diese Kamera zu versuchen, mit der Person zu sprechen. Und dann hören wir dann auch Personen, die weiter weg sind und die man sonst eben nicht hört. Das ist wirklich ein Zusammenspiel und deshalb hat Redoc auch beide Mittel. Spätestens wenn die Technik im Einsatz steht, können sich die Hunde ausruhen. Das ist sehr wichtig, denn auch wenn sie mit Freude arbeiten, sind Hunde wie Garon natürlich unter schwierigen Bedingungen im Einsatz. Sie leisten für uns Menschen dann Schwerarbeit. Was wichtig ist, man hat sehr kurze Suchzeiten. Ich war in Indonesien im Einsatz mit 3 Teams und wir haben dort die Suchzeit auf 7-8 Minuten runterfahren müssen, weil es sonst zu heiß geworden wäre. Hunde kühlen sich ja durch Hecheln ab. Man kann sie zwar dann auch mit Wasser runterkühlen, aber die Temperatur geht sonst gefährlich hoch. Suchhunde brauchen unbedingt auch Pausen und müssen geschützt werden. Mein Eindruck in der Recherche ist, Hunde wie Garon sind für ihre Menschen nicht einfach Einsatzmaterial in Anführungsstrichen, sondern die bilden mit den Menschen wirklich ein Team. Und wie in rein menschlichen Teams gibt es da gegenseitige Wertschätzung und Respekt. Ich glaube, das merkt jede Person, die mit einem Hund schon mal einen Test besteht. Der ist sehr anspruchsvoll. Man geht so nach Hause und schaut den Hund an und denkt, wow. Und je länger ich mit den Hunden arbeite, umso mehr stehe ich eigentlich manchmal da und denke, unglaublich, hey, Tiere, was ihr da leistet. Und so die Vorstellung, die man heute immer noch häufig hat, der Mensch als König da in der Schöpfung, ja, die relativiert man, wenn man sieht, was Tiere und für uns jetzt halt Hunde leisten können. Und wenn man aus dem Einsatz zurück, also die erste Suche im Einsatz erlebt, die wirklich gut läuft, oder dann auch zurückkommt,
ja, man hat eine ganz besondere Beziehung nachher und eine ganz große Achtung vor dem, was unsere Tiere einfach leisten können. Wenn ihr schon mal einen Hund hattet oder habt, dann kennt ihr das. Positives Verhalten, das belohnt man mit Vorteil, dann kommt es auch öfter vor. Unser Sennenhund Samson hatte sehr gern getrocknete Schweinsohren. Das fand ich immer etwas komisch, aber naja, auch kleinere Gutis sind willkommen. Und das ist bei den hochspezialisierten Hunden wie Garon eigentlich ganz genau gleich. Ja, es ist natürlich wie bei uns. Wir arbeiten vielleicht gerne, aber der Lohn Ende Monat ist doch nicht schlecht. Beim Hund kommt die Belohnung natürlich schneller. Die einen Hunde spielen vielleicht besonders gern, andere Hunde essen gerne. Und das wird dann entweder das eine oder das andere oder vielleicht eine Kombination eingesetzt. Etwas, das man relativ früh auch beim Hund merkt. Und neben dem, dass der Hund natürlich Freude hat, wenn er sein Spielzeug kriegt, auch, dass er merkt, dass wir Freude haben als Besitzer. Also wir haben echt recht viele Hunde, die schätzen es unglaublich, wenn sie merken, dass wir finden, wow, das, was du da leistest, das ist einfach super. Das sieht Garons Führerin Monika Fugazza genauso. Teamwork ist alles. Man muss schauen, dass man ein gutes Team ist mit dem Hund zusammen, ein gutes Team in der ganzen Rettungskette, dass man da lange in die Hände spielt, dass man das Beste herausholen kann vom Hund und von den Menschen. Garon, das News Plus Team, ist mega Fan von dir und deinen Kolleginnen und Kollegen und wünscht dir einen erfolgreichen Einsatz. Heute am Werk zufällig ein Team von Hundefreundinnen und Freunden, Marc Alemann, Lea Sager und Isabel Meissen. Das war ein Podcast von SRF. Produziert im Auftrag der SRG.